Guten Tag, ihr Leid. Hallo, Diora. Hallo. Hallo. So, gucke da. Mal wieder Sonnenuntergang, wie sich das gehört. Die Hühner sind gerade im Stall verschwunden, glaube ich. Und wir haben heute was vor. Müssen wir halt im Dunkeln bauen, macht aber nichts. Und zwar finde ich ja des Öfteren nimmer nach Hause. Und was macht man, wenn man nimmer nach Hause findet? Man benutzt Google Maps. Oder eine andere Maps-Dingens. Und da kann man so einen schönen Pin setzen. Und ich will jetzt so einen schönen roten Pin über unserem Schloss haben. Dass man von weit hin sehen kann. Das ist mein Plan heute. Und das werde ich jetzt halt bauen. Und was wirst du machen, Jassi? Ja, ich werde noch weiter Schienen sammeln. Okay, du machst weiter Schienen und überraschst mich dann. Ja. Ich habe gerade beschlossen, ich will hellblau als Kern haben. Normalerweise, der Google-Pin ist ja hellrot mit einem dunkelroten Kern oder so. Ja, nee, hätte ich dann lila genommen, aber ich glaube, ich nehme das so. Aber ich brauche noch ein bisschen... Oh. Ein bisschen... Oh. Oh. Es gibt wohl neue Rezepte an der Alchemistenwerkbank. Oh. Oh. Ja, das könnte was werden. Aber... Ja, komm, da muss ich jetzt halt natürlich gucken. Aha. Das ist der Labortisch, aber da gibt es auch neue Sachen, oder? Sieht nicht so aus. Was ist das? Crystal Fertilizer Bag. Was ist denn das? Azurfahn Samenbeutel kannst du hier bauen. Sturmdisteln kannst du hier bauen. Mit Essenz der Leere. Okay, das ist geil. Blutrosensamenbeutel. Jetzt brauchen wir sie aber eigentlich nimmer. Ja, irgendwie, ne? Also irgendwie ist... Wir haben die mal gebraucht für unsere Farmbank aufzupowern, aber jetzt ist sie irgendwie aufgepowert. So. Ja, der Witz ist rum. Also. Windreiter, Drachenspitzenwald. Regensfurt, da waren wir überall schon. Oh, was ist das da? Ein Versammlungstotem und ein Heilungstotem. Ja, die gab's aber schon vorher. Ja, aber Versammlungstotem könnten wir eigentlich fast machen. Es fehlen noch 2 Eisblöcke. Warum auch immer. Was das ist, weiß keiner. Quasi Eis, Baby? Blöcke. Blöcke. Okay. Ja. Okeli dockeli. Also, dann fangen wir mal an. Ich muss hier irgendwie aufs Dach rauf. Naja, da würde ich mal sagen, wie wäre es denn, wenn wir die Treppe nehmen? Nur so eine Idee. Du kommst auf Ideen, hey. Ja, es ist Wahnsinn. Infell wie Kuh ausfällt, hat mein Vater alles gesagt. Hast gerade zu meinem Vater Wirk gesagt? Ja, genau. Das höre ich aber nicht gern hier. So, wie komme ich denn jetzt aber aufs Dach? Ja, so schon mal nicht. Ja. Ein bisschen überfragt hier. Ja, dann. So. Dann baue ich mir mal eine eigene Leiter. Okay. Und noch eins höher. So. Und dann fangen wir da an. Und stellen uns da drauf. So. Wie hoch muss es sein? Ja. Reicht das schon? Schon, oder? Ja, komm, machen wir noch 3 hoch. 1, 2, 3. Wie hoch kann man hier eigentlich bauen? Das war eins der ersten Dinger, die ich damals in Minecraft probiert habe, wie hoch man bauen kann. Aber wäre jetzt aber auch deutlich zu blöde, wenn ich so hoch den Pin baue, dass ich nirgends mehr drankomme. So, jetzt pass auf. 1, 2, 3. Und jetzt kommt nämlich die Sache, wo ich mir überlegt habe. Wir müssen ja... Ich will das ja mal geschickt machen, ausnahmsweise, ja? Moment. 1, 2, 3. Und dann sind es 4. Ja, das könnte hinkommen. Und zwar will ich diesmal wirklich so mit Baugerüst und so.
Und das gibt quasi mein Baugerüst. 1, 2, 3. Ich glaube, das ist viel zu breit. Das ist erstmal gucken. 1, 2, 3. Weißt du? Und jetzt fange ich hier oben an und tue dann quasi hier, das sah jetzt wahrscheinlich für euch nicht so gut aus, hier einen Kreis hinbauen, so ein ich muss ans Mikro gehen, so ein halbrundes Ding und unten spitz zulaufend. Es wird jetzt nicht so ein schönes Dingens werden, wie so richtig bei Google Maps, aber so ungefähr oben rund und unten spitz. Quasi so wie ich. Mhm. Also. Und dann fangen wir an. Was will ich denn mit roten Kristallen? Okay, ich habe vergessen, dass ich ja anstatt rote Kristalle. So, jetzt hüpfen wir da einfach runter. Du. Ja. Und jetzt denkt ihr euch, du wirst sterben. Nee. Weil ich vorher den Geistermodus reinmache. Bin ja nicht So, dumm. du wirst schon sterben, nur nicht jetzt. Irgendwann halt. Nein, ich kann nicht sterben. Ich habe einen Geistermodus. Ah, Oh, Kacka. das hält mich also nachts immer Das hat wach. keiner gesehen. Wie sieht's denn hier aus? Ich war noch nie im Menü, wenn ich im Geistermodus bin. Krass, da kann man einen Fütterungsdrog bauen. Da sagt mir das keiner. Echt jetzt? Ui. Onyxium Spitzhacke? Was ist denn das? Mithrillbeil kannst du hier nutzen oder bauen. Das ist ja mal krass. Ja, weil du da hab gar nicht die gesehen. Teile quasi nicht brauchst. Ja. Trotzdem, was ist das da? Ein Flammenwerfer, ja klar. Skarabäus-Streitachs, was gibt's denn hier alles für krasse... Oh, Knochenklauen. Was gibt's denn hier für krasse Dinger, ey? Krass. Ich bin gar nicht mit beschäftigt. Basic Tools. Ja, dann werden wir das auch jetzt nicht machen. Zack. So, alles wieder gut, aber hier fehlt ein Stein. Ich tu mal hier ein Provisorium reinmachen. Und wenn jeder weiß, nichts hält so lange wie ein Provisorium. Ja, auch das ist eine IT-Weisheit. Das ist nur übergangsweise so. Mhm. Wir haben, glaube ich, 2 Jahre gebraucht, um unsere Umleitung Glasfaser, um Switch in der Firma umzustellen wieder zurück. Also wir hatten einen defekten Switch Glasfaserport. Moment, ich krieg aus 100 Splittern kriege ich nur 10 Steine? Ja. Da müssen wir unter Zuhilfenahme von dem Geistermodus vielleicht ein bisschen tricksen, weil ich jetzt garantiert keinen Bock habe, 10 rote Splitter zu farmen. Ja. Ja, auf jeden Fall hatten wir halt eine Umleitung dann gebaut, damit unsere Abteilungen untereinander verbunden sind. Willst du schlafen oder was? Nee, ich habe mich aus Versehen hingelegt. Ja, und es hat halt ein bisschen gedauert, bis wir wieder dazugekommen sind, das rückgängig zu machen. Aber mittlerweile hatten wir auch den defekten Port ausgetauscht, aber ja. Ja, okay. So, also. So. Wie machen wir denn das? Das Holz da zum Beispiel könnte man... Nee, das Holz lassen wir. Oder? Weiß nicht. Was fliegt denn da drüben rum? Also nicht du, das Blaue da. Ich wollte gerade sagen, ich fliege gerade rum. Ja, ich sehe, dass du wieder rumfliegst. Ja, ich ja auch. Und daher passt das schon. Also. Mach mal einfach Oh, nice. so. Ja? Okay, wir fangen einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Also in meinem Hirn war das deutlich einfacher zu bauen. Stelle ich gerade so fest. Du baust Aber in deinem Hirn. in meinem Hirn ist vieles einfacher zu bauen. Okay. Stelle ich fest. Okay, weißt du? Ja. Komm mal her. So. Achso, da oben fehlt noch einer. Das war nix. Und mal gleich. So. Und da oben einer hin. Okay, das ist so der Anfang, ja?
Das sieht gar nicht mal so schlecht aus für den Anfang. Aber es muss ein bisschen breiter werden, stelle ich gerade fest. Ist aber kein Problem. So. Machen wir hier überall einen hin. So. Mann, irgendwie nimmt das dem Ganzen so ein bisschen den... Ja, deswegen wollte ich es nicht machen. Aber... Um was redest du? Ja, der Geistermodus. Ja, das nimmt dem so ein bisschen den Charme, dass ich nicht abstürzen kann. Das ist irgendwie ein bisschen... Naja. Nimmt den Zauber. Es nimmt den Zauber, ja. Macht aber nichts. Ich will ja fertig werden heute noch. So, ich hätte übrigens auch, ähnlich wie beim Pfeil, einfach einen flachen hinmachen können mit flachen Sachen. Kenne ich mich aus. Sollte eigentlich so wie flachen Witz sein, aber okay. Ja. Man weiß ja, was gemeint ist, ja. Aber ja, ich weiß ja nicht. Ein Pfeil in 3D sieht scheiße aus. Weißt du, der muss dann unten so ein kegelförmiges Dingens haben und oben, das sieht dumm aus. Aber das da sieht in 3D bestimmt gut aus. Könnte ich mir so vorstellen. Mit Sicherheit. Bitte? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, ja. Finde ich gut, dass du ähnlich wie ich denkst. Ich glaube, ich habe mich jetzt schon verbaut. Jetzt sag ich nochmal, ja, wie war denn das da? Das sieht da aber irgendwie besser aus. Wie habe ich denn das? Also, das ist zu viel. Ne, Moment. Okay, da ist so eins. So, das da muss. Ein Fackel hingebaut. Okay. So, ja, jetzt, ich bin wieder on track. Ganz kurz verwirrt. Oder? So, ja, doch. Alles klar. So. Von oben angucken, okay. Das muss quasi noch eins breiter werden, sehe ich das richtig? Ja. Zwar da. Ja, aber dann, doch. So. Es ist, ach Mann, räumliches Vorstellungsvermögen ist eine feine Sache. Sollte jeder haben. Hätte ich auch gerne. Ach, die mal einfach, ja, weißt du? Irgendwann kommt mal der Zeitpunkt, wo sie sagt, das stimmt. Aber der ist nicht jetzt der Zeitpunkt. Richtig. Dann stimmt ja aber das da auch nicht mehr so wirklich. So, da auch noch ein bisschen was hinbauen. So. Ich hoffe, dass das was wird. Und dann ist ja das da aber auch noch nicht. So. Und so. Und so. Und so. Okay. Ey. Mann, ey. Das sieht 1:1 aus wie die Häuser, die ich früher mit Duplostein gebaut habe. Und wenn du so eins nimmst, ne? Und tust das dann unten hin genauso machen, dass es also unten enger wird. Und dann haben wir ein UFO. Wir haben es UFO genannt. Weißt du? So wie der... Überlegen, was war das? 5., 6. Engel von Evangelion, der einfach nur so ein blaues Kästchen-Ding da war. Ah, ja. Einer der coolsten Engel überhaupt. Quasi so ein Burgraumschiff. So ein was? So ein Burgraumschiff. Ja, genau, ein Burgraumschiff. Ah, so hast du das genannt, ja? Burg. Ach, Burg. Ja. Na, ja, aber auf der Spitze draufstehend. Ach so. Ja, okay, wirst du ja dann, ne? So. Also, okay. Und jetzt müsste ich theoretisch, ja, eigentlich müsste ich schon weiter, dass es jetzt unten spitz zugeht. Erstmal ein bisschen dicker, verdicken hier, ja? Ordentlich einen dicken Sack gebaut. So. So, dann machen wir das ein Ding dick. Ein Ding dick. Ring, ding, ding, ding. Ring, ding, ding. So. Und so. Und so. Der da ist jetzt quasi falsch. Dann machen wir den gleich weg.
Und der da wird auch gleich ersetzt. Sieht jetzt alles noch ein bisschen schäbig aus. Ups, das war zu viel. Das macht aber nichts. Sieht ja keiner. Bauschaum und Silikon ersetzen Präzision. Und was ich hier mache, ist quasi genau das. Bauschaum und Silikon. So, jetzt machen wir eins enger, ja? Das hätten wir jetzt natürlich. Also so. So, ja? Okay, eins enger. Das wäre dann... Na, hier brauche ich ja nur... Also ist ja eigentlich Quatsch, dass ich hier jetzt spare. Also sparend arbeite. Weil ich habe ja unendlich im Geistermodus hier. Aber es geht ja ums Prinzip, ja? Es soll ja Leute geben, die nicht cheaten. Und dann ist das hier mein... Wer ist das? Was ist denn da los? Also, ja. Leute halt. So, Moment. Einen Schluck lecker Mate getrunken. So. Jetzt da noch genauso breit. Also, das ist so meine Idee, wie ich denke, dass das aussehen sollte. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Bestimmt nicht. Du hast gerade gesagt, bestimmt, oder? Ja, genau. Okay. Gut, habe ich doch richtig verhört. Aha. So. Und jetzt machen wir unten... Jetzt machen wir 3. Also noch einmal dünner, ja? Das heißt, wir müssten jetzt halt hier hin. Und da machen wir aber 3 tief. So. Das ist der Plan. So. Na? Ja komm, ich will mich nicht so viel bewegen. Ich will mich nicht so viel bewegen. Wie im echten Leben. Kannst du mal aufhören, dauernd vom Sex zu reden? Was? Da habe ich sie gekriegt, so. Und irgendwie, ja. Es wäre halt deutlich schöner, wenn der gleichmäßig leuchten würde, aber naja. Es ist eher so ein Blinkenbill. Blinkenbill? Von mir aus ist es ein Blinkenbill. Okay, Das und ist da Blinkenbill. unten... Ups, da ist mal was herausgerutscht. So. Kennst du die Serie überhaupt? Blinky Bill? Ja, das war ein Panda-Bär. Nee, Koala-Bär. Okay. Ja. Ein Cola-Bär. Kollabiert. Wo wir gerade bei kollabiert sind, hast du gesehen, dass ich Cola-Bier gekauft habe? Ja. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Von der hiesigen Brauerei, die hat mal wieder in Flaschen abgefülltes Cola-Bier. Ich bin, also, wenn ich denn schon Bier trinken muss, dann trinke ich am liebsten alkoholfreies. Aus dem ganz einfachen Grund, alkoholfreies Bier, also jetzt auch keine Marke so, sondern generell alkoholfreies Bier. Weil alkoholfreies Bier schmeckt nämlich wie nicht so süßer Radler. Und ich mag Radler, aber der ist mir meistens zu süß. Und deshalb trinke ich alkoholfreies Bier, weil der schmeckt wie nicht so süßer Radler. Und ja, ich trinke Bier wegen dem Geschmack, nicht wegen dem Effekt. Der kann manchmal ganz praktisch sein oder hier gewollt, aber meistens, ja... So, nicht alkoholfreies Bier ist geil. Und ansonsten Radler. So, jetzt gibt es aber auch Cola-Bier. Das Problem bei Cola-Bier, dass die große Cola-Bier-Marke ist ja Mixery. Und Mixery ist ja eine Plörre, hey, echt jetzt. Ekelhaft. Also das schmeckt so, dieses X, was da drin ist nichts anderes wie Zimt meiner Meinung nach. Und das ist einfach nur eklig. Es schmeckt gewollt cool. Schön. Ja. Es schmeckt gewollt cool. Es sagt, mit jedem Milliliter sagt dieses Bier, ich bin nicht für dich. Ja. So. Das ist okay. Ja, ist okay. Ich bin auch nicht fürs Bier. So. Ja. Und deshalb, wir haben dann irgendwann mal lange Zeit, wo man dann Cap oder wie das hieß, gell? Ja. Das war noch gut. Und jetzt haben wir hier von der hiesigen Brauerei hier, die haben jetzt auch mal wieder Cola-Bier abgefüllt und so. Und da dachte ich, cool, hole ich mir mal einen 6er-Pack. Und ja, es schmeckt halt wie Cola-Bier. Ich bin jetzt immer noch nicht ein riesen Fan, aber es ist mal 10-mal besser als Mixery. Ich wollte es halt einfach nur probieren.
Und da ist Alkohol drin. Nicht, dass es mich jetzt sonderlich tangiert, dieser Alkohol, weil so ein Mädchen bin ich dann doch nicht. Doch, eigentlich schon. So, ich mach mal dann trotzdem aber Fackeln drauf, ja? Weil man das so macht. Ist ja schön, dass das schön leuchtet, ja? Aber das leuchtet mir zu unregelgleich. Okay, warte mal. Unregelgleich? Ja, genau, das habe ich gesagt. Unregel. Ich mache da einfach so drauf. Jetzt pass auf, jetzt kommt nämlich der Trick. Ich kann die ja da versetzt hinmachen, oder? Also quasi da. Und da und da. Cool, oder? Ich glaube, das ist etwas, wo man besser eine Maus nimmt. So. Ich bin auch einer der wenigen, die mit Maus und Analogstick spielen. Aber das Maus und Analogstick. Ja. Maus und Joypad gleichzeitig. Aber das geht auch recht gut, muss ich sagen. Was stimmt hier nicht? Ah, das da stimmt nicht. Das war falsch. Ui. Das war auch nicht richtig. So. Also. Nochmal. Da will ich einen hinsetzen. Und da will ich einen hinsetzen. Dich will ich weghaben. Übrigens, die hiesige Brauerei. Ja, die ist gar nicht so riesig. Ja. Die kennt übrigens ihre Zielgruppe nicht. Erzählst du mir nichts Neues. Mein Kollege ist mal hingegangen, oder seine Freundin, irgendjemand, keine Ahnung, hat mal nachgefragt, warum sie denn kein Dosenbier verkaufen. Alter! Okay, ja, ich verstehe, aber was du meinst mit ihrer Zielgruppe nicht. Oha. Ja. Das ist aber schon böse, ne? Das ist aber wirklich böse hier. Ja, die hätten halt gerne Dosenbier. Also von der Brauerei. Ja. Weil die fahren halt öfter auf Festival. Und da ist es halt nicht so geil mit Glasflaschen. Ja, okay. Da wäre Dosenbier halt wesentlich besser. Erstens. Okay, ja, wenn man das so sieht, ist es nur noch halb so witzig. Ja. Das finde ich jetzt nicht gut. Aber hey, das andere das stimmt auch. Also wenn die Dosenbier verkaufen würden, dann würden die aber... Ja, weiß ich nicht. Es müsste dann aber auch zu dem Preis entsprechend sein, also deutlich günstiger, weil die Klientel, die wir hier haben, die hat es jetzt nicht so. Also da ist dieses 5% Bier oder wie es heißt, weißt du, Ja. dieses Billigplörre, die ist auch noch zu teuer. Quasi fast. Naja, so sei es. Okay, habe fertig, bevor der Tag erwacht. Quasi. Soll ich da unten noch hinmachen? So ein paar Fackeln? Ja, komm, machen wir, oder? Aber dann da. So. Also wenn das nicht hier Festtagsbeleuchtung 3000 ist, also das müsste man dann aber wirklich gut sehen. Hoffe ich. So. Da sieht das aus. Okay. Aber die Spitze noch ein bisschen... Nee, die Spitze passt so, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, passt so grundsätzlich. So. Gut. Wäre jetzt natürlich irgendwie praktischer, wenn es nochmal dunkel wäre. Aber grundsätzlich, man weiß, was ich meine. Sollen wir oben noch einen Knubbel drauf machen? Immer. Also da einen... Ja, warum eigentlich nicht, ne? Warum eigentlich nicht? So, zack, Knüppel. Knubbel und Fackel auf Knubbel. So. Ja, das sieht's überhaupt nicht so. Der rote Punkt in der Mitte, den müsst ihr euch jetzt gerade denken. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Auch wenn ich mir extra... warte mal. Nee. Moment. Bevor ich jetzt aus dem Geistermodus rausgehe, und erstmal gucken, dass ich einen gescheiten Stand habe. Oh, schön. Ja. Aha. Unsere Katzen sind da. Eine. Also die Eine. andere ist schon die ganze Die Zeit. andere ist die ganze Zeit da. Aber die motzt auch nicht rum und will was futtern. Oh.
Also, wenn ich schon mal hier rumfliege, habe ich mir gerade so gedacht, machen wir mal den Pfosten da auch noch weg. Eigentlich wollte ich sowas sagen wie, dann könnte ich ja... Komm, den machen wir auch weg. Ich weiß, dass da jetzt ein Stück Stein fehlt. Ich wollte eigentlich sowas sagen wie, dann können wir ja Hirsche mit Geweih suchen. Wenn wir schon mal hier sind. Ich wüsste halt nicht, wo man das findet. Was ist das da unten? Fuchs. Wo findet man denn Rehe? Rehe findet man im Wald. Na, das sind Pferde. Ich glaube, ich gehe in die falsche Richtung. Wo denn? Naja. So, wir fliegen jetzt einfach noch. Also, wir sind fertig mit der Folge. Ich fliege jetzt ja nur rum, damit ihr seht, dass ihr nichts seht. Aha. So viel dann zum Thema mit, ich baue mir so ein Ding aufs Haus, damit man das Haus gut sieht. Ich weiß gerade nicht, wo das Haus ist. Ach, da hinten. So, ja, aber man kann es sehen, ne? Ich meine, es ist halt nebelig. Also, ich bin halt schon weit weg, ne? Aber grundsätzlich könnte man das sehen. Hoffe ich. Ansonsten muss ich es höher bauen. Aber wenn ich es noch höher baue, ist es ja vollkommen sinnlos. Da unten ist ein Reh. Ein Reh und eine Spinne. Aber ein Reh hat noch kein Geweih, weil es kein Hirsch ist. Okay. Mein Vater hatte auch den Namen Hirsch. Habe ich es damit versaut? Den ganzen Witz schon, oder? Ja. Okay. Das macht gar nichts. Hallo. So. Voll schön. Es ist wie eine Airwalking-Sim. Okay. Wenn man einfach nur hier so entlang knattert. Knattert. Ja, von mir aus kannst du auch Knattert im knattern. Sinne von altes Propellerflugzeug, Mann. Ah ja. So. Also irgendwie. Ist das schon mal aufgefallen, dass die blauen Wälder irgendwie aussehen wie der Wald vom letzten Einhorn? Der war auch irgendwie so blau, oder? Zumindest abends. Ah ja, stimmt. Deshalb war er ja blau, weil er abends war. Ja, okay. Kann sein. Ja. So. Aber da gab es mehr Rehe. Also irgendwie... Bären, Wildschweine, Wildbeeren. Ich dachte eben, wir hatten da eine Raute auf dem Boden gezeichnet. Ja, das ist Gras von oben. Was? So, guck mal, wir sind jetzt hier im Wald. Hier muss es doch irgendwo Rehe geben. Nee. Kühe haben wir. So, was ist denn das da hinten für ein hässliches Vieh? Ach, ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie eine Mischung aus Boxer und Pferd. Ja, man nennt es Elch. Elche haben wir auch noch nicht. Ja, aber... Und noch keine Bisons. Der Bison, das ist schon eher was, aber Elche mag ich nicht so. Elche mag ich nicht haben. Die sind mir zu groß. Was ist das da unten? Das ist eine normale Kuh. Ich will eigentlich einen Hirsch suchen. Könnte mich nicht dran erinnern. Ach, das ist schon wieder so ein Boxerpferd. Ich könnte mich nicht erinnern, dass wir schon mal einen Hirsch gesehen haben in freier Wildbahn. Und ich glaube, da wo Elche sind, werden auch keine Rehe und Hirsche sein, oder? Ich hätte gern so Fluggeräusche. Wieso sind hier... Weißt du, wieso... Okay, die mögen scheinbar Ziegen. So. Ihr lieben Leute. Guck mal, da wird ja ganz gechillt jetzt noch. Da schläft ein Fuchs am helllichten Tag. Ganz gechillt nochmal kleine Wanderung über unsere Karte gemacht. So. Was ist denn das da unten? Boah, krass, oder? Was ein Kameraflug. So, ich sehe hier überall nur Elche. Ich glaube, ich bin falsch. Wir haben auch noch keinen Yeti. Oder einen Schneewolf. Wollen wir nicht einen Yeti haben?
Nee. Das sieht doch aber lustig aus. Guck mal, der hat Fischgrätenkette. Er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Okay, wir gehen mal darüber. Das sieht mehr nach Reh und weniger nach Hirsch aus. Was ist das da unten? Ein Pilz. Und Regen. Ein Regenpilz. Pilz. Okay. Aber Regen ist kein Reh. Hm. Ich finde keine Rehe. Ich finde keine Rehe. Und selbst wenn ich Rehe finden würde, werde ich wahrscheinlich keinen Hirsch finden, weil ich dir sag, sowas gibt's hier nicht. Das Guck doch gibt's mal nur. vorm Haus. Hä? Guck doch mal vorm Haus. Wie vom Haus? Hast du einen gefangen oder was? Nee, aber Reh vorm Haus. Wir haben noch kein großes Schwein. Kein großes, nackiges Schwein. Zufällig ist hier gerade eins. Haben wir überhaupt große lila Schweine oder große Nee, wir haben noch Wildschweine? fast gar nichts Großes. Außer große Hühner. Ich will jetzt aber ein Reh. Ich will jetzt aber ein Reh. Nein, kein Schwarzwolf, ein Reh. Okay, wo Schwarzwölfe sind, werden wohl keine Rehe sein. Das sind das Schafe. Ich finde jetzt 1000 andere Tiere, die wir noch nicht haben. Aber ich will jetzt ein Reh. Mäh. Hirschspule. Ah ja, stimmt. Stimmt gar nicht. Ich will einen Hirsch. Ich will einen Hirsch. Hirschgularsch. Nun denn. Da waren wir doch schon mal. Dann würde ich mal sagen, mit dieser schönen Kamerafahrt, naja, so schön war die jetzt halt nicht, verlasse ich euch. Was ist das für ein lustiger Vogel? Das ist ein Specht. Nicht schlecht. Okay, ich werde mich weiter auf die Suche nach Rehe begeben. Und hoffe, dass ich in der nächsten Folge zumindest mal ein Reh gefunden habe. Wenn schon kein Hirsch. Im besten Falle aber ein Hirsch. Hirsch. Ich gehe auf die Pirsch nach einem Hirsch. Hirsch. Okay, ja, hopp. Tschüss. Tschüss.